Servus, Habidere und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute ist er am Werk, der Uwe. Und was will er heute uns machen? Das, was wir schon lange versprochen haben. Und jetzt schauen wir mal, was er heute so macht. Ja, moin liebe Leute. Ja, heute haben wir gesagt, wir wollen ein Essen aus der sogenannten ostfriesischen Palme. Das ist der Grünkohl. Genau, das schaut ja aus wie eine Palme. Und so ist es. Heute gibt es Grünkohl mit Pinkel und Räucherspeck, Kartoffeln dazu. Ich glaube, ich werde den Helmut heute überzeugen. Auch die Ostfriesen haben gute Gerichte. Da lasse ich mich überraschen und so wie er das macht, gehe ich mal davon aus, das macht er perfekt. Also, Ja, was wir momentan haben, das ist schon mal die Grundwürze sowieso mit, die Zwiebel. Wir haben nachher noch den Grünkohl, aber das kommt dann nachher noch, das zeigen wir dann, die Würzung kommt auch noch dazu, Pfeffer, Salz und so weiter. Wie gesagt, das ist aber jetzt momentan die Grundwürze für den Grünkohl, die Zwiebel. Ja, wie gesagt, ihr habt vorhin schon gesehen, die Zwiebel, die habe ich schon fertig. Braucht nicht fein gehackt sein, die einfach grob hacken, weil das beim Kochen doch sowieso ein bisschen Zwiebelgeschmack ist ganz wichtig. So, ja, das nächste ist halt die Zutaten beim Grünkohl, ist ganz wichtig, die Kartoffel. Und zwar machen wir da einen Salzkartoffel dazu. So, das Wichtigste dazu ist ganz wichtig, um den Geschmack jetzt überhaupt herzukriegen, haben wir geräuchertes. Da haben wir einmal den Schweinebauch und das ist die Kohlwurst. Bei uns heißen sie ja in Ostfriesland die Kohlpinkel. Die sind Mettenten, haben aber die Wirkung genau wie die Kohlpinkel an sich. Und das gibt nachher natürlich den super Geschmack, muss ich sagen. Wie gesagt, Salzkartoffeln, Zwiebel. Von der Gewürzung haben wir Pfeffer und Salz, ganz wichtig. Pfeffer, ihr wisst schon aus anderen Videos von, wenn wir am Kochen sind, Pfeffer ist bei mir gestoßen. Den werden wir natürlich schön stoßen. Und das Ganze werden wir dann nachher schön alles zusammen in einen Topf, also nicht extra, sondern alles zusammen. Das heißt der Grünkohl und auch das Räucherspeck inklusive Zwiebeln, alles zusammen in einen Topf und dann aufkochen. Das ist eigentlich ganz einfach. und wie viel Stück brauchen wir da von den Mettenten? Von den Mettenten, ich sage immer, pro Person 2 dürfen schon sein. Und bei guten Essern sage ich immer, dürfen es auch 3 sein. Also ich habe jetzt, was haben wir jetzt, ich glaube, um die 20 Stück oder 25 Stück habe ich, die kommen dann mit rein. Was überbleibt, kann ich auch noch dabei sagen, der Grünkohl. Wir machen ja jetzt Live-Grünkohl, das heißt, der wird gekocht und dann wird er gegessen. Aber den werden wir noch veredeln, den Grünkohl, aber das machen wir nicht heute, sondern das ist morgen. Dann haben wir den Grünkohl nämlich im sogenannten adelig. Das heißt es von gestern. Und in der Bratpfanne schmeckt er noch besser als wie frisch gekocht. Kartoffeln, was überbleiben, aufschneiden, Bratkartoffel dazu. Ein Gedicht, kann ich nur sagen. Und da haben wir noch einen vierbeinigen Begleiter. Fertig. Okay, so, das haben wir wieder. Jetzt haben wir ja die Kartoffeln geschält. Wir haben die Zwiebeln gehackt. Wir haben die Zutaten, das Fleisch, Mettenten. Hier ist er. Das ist der Hauptstar, sage ich immer beim Essen, der Grünkohl. So, dann brauchen wir als Würzung, wie gesagt, ich habe schon ein bisschen vorgestoßen, den Pfeffer, genau. Würde ich gar nicht so mehlig machen, sondern leicht etwas grob lassen. So wie jetzt, wunderbar. Und dann haben wir noch ein Salz dazu, das ist ganz wichtig. So, das Ganze kommt jetzt alles in einen Topf rein. Wenn wir das machen, ganz kurz, wird nicht lange dauern. Und zwar werde ich das Ganze jetzt nochmal für diejenigen, die der plattdeutschen Sprache mächtig sind. Und das werden wir mal kurz umschalten. Leiflü, Verlauch gibt Grünkohl. Grünkohl mit Pinkel und Röckespeck. Was brauchen wir? Erst einmal Kartoffels. Dann haben wir hier Schalotten. Da haben wir, ja, hier in Bayern ist das, sind die Original Mettwürste für Grünkohl, das sind Mettpinken sind das. Dann haben wir da Röckespeck haben wir da und Grünkohl. Ein Pfeffer haben wir hier und Salt. So, und dann alles zusammen kommt in einen Pot drin.
So, das war dann Hochdeutsch, das Plattdeutsch, Entschuldigung, das war Plattdeutsch. Wir machen aber auch Hochdeutsch weiter, weil ja viele doch hochdeutsche Sprache am mächtigsten sind. So, jetzt werden wir das Ganze zusammen in einen Topf packen. So, dann fangen wir mal mit dem Grünkohl an hier. Wunderbar. So. So, da ist er, der Grünkohl. Als nächstes kommen dann die Zwiebeln. Die legen wir einfach oben drauf. Ja, von der Portionierung sage ich immer, ich koche ja viel so nach Augenmaß und Handgewicht. Aber ich sage jetzt, wir haben, wie gesagt, von den Mettenden haben wir jetzt ungefähr 15, 16 Stück sind das, glaube ich. 2 Stück Speck dazu. Kartoffeln haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, gut, wenn es größere Kartoffeln sind, reichen so 10 bis 12 Kartoffeln. Das reicht eigentlich für 4 Personen, ist das Ganze ausgerichtet. Wie gesagt, und dann Zwiebel dazu. Und dann kommt, wenn wir gleich ein bisschen die Würzung drüber, ein bisschen Pfeffer drüber. Genau. Weil wir lassen es ja kochen, das Ganze. Und nachher, wenn das richtig aufgekocht ist, dann werden wir nochmal umdrehen, das Ganze mengen. Und dann kommt die Würzung richtig. Ja, dann haben wir wieder ein Salz dazu. Salz drauf, wunderbar. Braucht man aber nicht viel Salz, oder? Na, das ist... Weil wenn ja die Würste, Weil ja die Würste zum Beispiel und der Speck, die sind ja geräuchert, das heißt also, die haben ja schon den Eigengeschmack. Und das macht beim Grünkohl genau der Geschmack aus. So, jetzt gehen wir bei. Jetzt nehmen wir die Würste erstmal drauf. Schon drauf gepackt. So. Wir sind 4 Personen, sagen wir mal. 2, 4, 6, 8. Haben wir für jeden 2 draufpacken. So, dann sind wir schon dabei. Und jetzt nehmen wir mal, statt 2 würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal 1 Stück Speck dazu. Da drauf. Fertig. Jetzt kann man, am besten ist noch, das nehmen wir ganz kurz, ich nehme hier und nehme mal einen kleinen Schluck Wasser dazu. So. Dann noch ein bisschen Wasser drauf machen. So. Das war eigentlich schon soweit, was Grünkohl im angeht. Das kommt nachher der Deckel drauf, kommt nachher der Ofen an und das lassen wir kochen. Durchs Kochen kommt der Deckel drauf, ziehen natürlich auch die Aromen von dem Speck und auch von der Wurst. Jetzt machen wir noch Folgendes. Jetzt habe ich hier extra mal die Gabel und jetzt werde ich mal kurz durchstecken. So, ein bisschen anstechen die Wurst, damit das Aroma vom Geräucherten gut austritt. Ja, wir haben ja jetzt Winter, wie gesagt, es ist ja im Winter die beste Zeit. Weil normalerweise heißt es ja, beim Grünkohl muss der erste Frost drüber sein und dann ist der Grünkohl gut. Ganz wichtig ist auch beim Grünkohl, wie gesagt, gut kochen, gut durchkochen lassen und nachher die Salzkartoffel dazu. Wir machen noch Salzkartoffeln und das Ganze, wie gesagt, kommt nachher noch als Krönung. Man kann, wenn man will, es gibt Leute, die mögen Senf, es gibt Leute, die mögen keinen Senf. Senf nachher beim Anrichten, aber das seht ihr später noch, auf dem Tellerrand ein bisschen Senf dazu und fertig. Also ihr seht, es ist ein Prinzip, einfach so ein schnelles Essen. Ja, wie man sieht, die Wurst, der Speck, ist nicht unbedingt kalorienarm, aber es sättigt und schmeckt hervorragend. Gut, soweit sind wir. Jetzt werden wir das Ganze gleich aufkochen und nachher beim Anrichten werde ich euch noch mal zeigen, wie es genau angerichtet wird. Wunderbar. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt soweit vorgearbeitet, ist alles fertig. Kartoffeln und der Grünkohl. Die Garzeit, ich tat so nach Belieben. Also ich kann jetzt keine feste Zeit sagen, aber ich sag mal so zwischen 20 Minuten, eine halbe Stunde ruhig gut kochen lassen. Dann ist das zum Anrichten fertig. Und ich bin eigentlich froh, heute hier beim Helmut zu sein und eben sozusagen die ostfriesische Küche mal zu zeigen. genau so schaut es aus. Und Dann kommt noch dazu, stopp, wir haben heute verdammten Eisregen und darum haben wir das Ganze auf Indoor verlegt. Aber wie gesagt, das gleich schmeckt natürlich perfekt auf dem Deutschofen. Auf dem Deutschofen. Und wir machen es heute Indoor, weil draußen haust du Pflossen aus. Das ist wahnsinnig glatt und
Ja, und ich würde sagen, bis es dann kocht. Ja, ich würde sagen, wir lassen es ein bisschen köcheln jetzt und ja, ich schätze mit einer guten halben Stunde, Ich würd sagen, dann ist es so zum Essen bereit. Ja, aber wie gesagt, Essen ist meine Meinung. Essen Zeit beilassen. Leute, lasst euch Zeit beim Essen kochen, genau. weil umso länger, umso besser. Und auf das würde ich sagen, bringen wir mal. Wie Genau. gesagt, heute ist er am Werk, ich halte mich raus, weil ich kenne mich einfach nicht aus. Ah ja, Also Prost Prost. auf das leckere. Ich habe schon mal erwähnt, wer sich vegan ernähren möchte, steigt zum auf Bier. Da kannst du nichts falsch machen. So, also ich muss sagen, der Grünkohl, er meldet sich. Schauen wir mal. Wie viel Zeit ist jetzt drin? Stunde? Aber wir haben jetzt Ungefähr eine Stunde, oder? ungefähr, ja. Man merkt schon die Wirkung jetzt von den Würsteln, von dem, oder der Bauch, hier ist er drin, genau. Also der Grünkohl ist eigentlich schon fast so weit, dass man sagt, ja, jetzt lassen wir die Kartoffeln noch gut aufkochen. Und das habe ich vergessen vorher noch zu sagen. Jetzt gehen wir bei, also ich persönlich, so wie ich es halt kenne, ich nehme noch ein bisschen von der Hafergrütze da oben drauf. Hafergrütze, wie was kann man das vergleichen? Hafergrütze ist ja wie so eine Art Perlsage oder sowas ähnliches. Wie gesagt, so kenne ich es halt mit ein bisschen Hafergrütze mit rein. Also Hafergrütze, ich weiß nicht, hier in Bayern ist es, ja, kann man auch finden. Man sieht es hier jetzt zum Beispiel. Also wir wollen keine Werbung machen, Keine aber Werbung wir machen, müssen es kurz aber einmal einblenden. nur kurz zu zeigen, die kann man damit reinmachen. So, kleiner Tipp, also so mache ich es halt. Ich jetzt nehme jetzt die Wurst und so weiter und das Speck nochmal kurz in den Backofen, mal so kurz auf, ja, ich sag mal so auf 100, 150 Grad, mal kurz ein bisschen drin stehen lassen noch. Dann ich sag mal, jetzt von außen sieht es aus, als wenn es gebraten ist, aber das ist super. So mache ich es halt, also ist gut. Andere sagen, die lassen es drin und tun gleich auf den Teller rauf. Also ich tue immer noch mal kurz in den Backofen rein. Und wie gesagt, Kartoffeln sind schon am Kochen. Der Grünkohl ist soweit. Das ist nämlich das ganz zuletzt, was ich gesagt habe. Die Würzung, die Zwiebeln und alles, was drin ist, einmal kurz durchrühren. Wunderbar. Und eine kleine Sämigkeit reinzubekommen in dem Ganzen. So mache ich es auch. Dann nehme ich noch ein bisschen eine Mehlspitze dazu rein und dann ist er schon sämig. So, die Würste sind im Ofen Ja. und da lassen wir es jetzt so Dann lassen wir mal ein bisschen drin, so 10 Minuten. 10, 15 Minuten. Genau. So, der Grünkohl hat jetzt genau so, wie ich mir es vorstelle. Wunderbar. Weil ja viele immer sagen, Grünkohlsuppe. Nein, das ist keine Suppe, das ist der Grünkohl. Und der Grünkohl ist eigentlich in der Konsistenz nicht flüssig. So wie er jetzt ist, so teile ich ihn lassen. Noch ein bisschen durchziehen lassen. Bis dahin sind die Kartoffeln fertig und das Fleisch fertig. Und dann heißt es nur noch guten Appetit. So, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal ein bisschen. Ja. Der Uwe hat schon probiert. Aber ich bin der Meinung, wow, es schmeckt mega geil. Aber wie gesagt, wir lassen das jetzt noch ein bisschen dahin schmorgeln. Die Würste haben unten im Backofen drin und die Kartoffeln müssen auch noch ein bisschen kochen. Bei dem können wir dann ruhig ein bisschen runterdrehen. Ja, das reicht so. So, wir haben jetzt ein bisschen runterdreht und dann sagen wir, ja, 2 Stunden sind jetzt fast rum, aber es schmeckt schon brutal. Ich muss gleich noch mehr probieren. So geil. Unglaublich. Uli, das hast du das saugeil gemacht. Ja, ich würde sagen, der große Moment.
ist jetzt da. Kartoffeln sind soweit fertig. Und das Schöne ist, was ich gesagt habe mit dem Fleisch und die Würstel, die haben jetzt genau die optimale Farbe, so wie es ausschaut bei uns. Das ist das, was ich sage. Kurz mal in den Backofen rein und wunderbar schauen sie aus. Und zutatentechnisch sage ich immer, sagen, jeder nach Belieben, sage ich immer. Das ist so, wenn ich schaue, Senf, wer es mag, ist okay. Die Hafergrünze, wer es mag, ist okay, wenn nicht. Aber ich wieder, ich kenne es so. Kartoffeln sind gleich fertig, Kartoffeln gehört dazu. Ja, normalerweise ist es in Ostfriesland so, Grünkohl essen, gibt es da richtig Partys, Grünkohlpartys. Und da wird im Anschluss wird dann auch ein Kohlkönig und eine Kohlkönigin gewählt. Machen wir hier aber nicht, sonst wird der Film wieder mindestens 5 Stunden dauern. Normal ist es so, dass der, wo am meisten ist, vom Grünkohl und so weiter, der ist der König und die, wo am meisten ist die Königin halt. So ist es halt da. Grünkohl, Winterzeit, Mahlzeit im Winter. Wir haben ja unseren Boselsport zum Beispiel bei uns. Die Boselvereine an sich machen immer mindestens einmal im Jahr und zum Winter machen die diese Kohlparty. Wir machen auch unsere Kohlparty in Bayern. Kriegen wir auch hin, kein Problem. Aber wie gesagt, soweit ist alles fertig. Jetzt brauchen wir bloß noch Essen. Das ist hergerichtet. Mal kurz zeigen hier. Wunderbar. So schaut es aus, wenn der Grünkohl fertig ist. Richtig, genau. Also mega geil, das schaut richtig lecker aus. Zubereitet hat der Ubi, der alte Sack. Das kann er ganz gut, weil es riecht schon gut und schmeckt tut auch geil. Also wie heißt das Ganze? Pinkelwurst mit Grünkohl und Kartoffeln, Wammerl und Mettenten. Boah, das schmeckt so geil. Also jetzt der zweite Teller, den wir jetzt dann gleich anfangen, auf alle Fälle, das schmeckt so mega geil. Macht es unbedingt einmal nach, probiert es aus. Pinkelwurst mit Grünkohl und Kartoffeln und ich kann einfach nur Danke sagen zum Uwe. Hätte ich ihm nie zutraut, dass er das hinbringt. Also wirklich mega geil. Macht es noch und jetzt schalte ich endlich ab, weil ich hole mir jetzt gleich den zweiten Teller. Mega geiles Rezept. Halt, wir sind wieder da, weil, ganz wichtig vergessen, traditionell trinkt man hinterher ein Schnapsal. Und das lassen wir uns nicht entgehen. Prost! Prost! Prost, Prost, Prost und wieder Prost und wenn es am Fall das Heißel kostet. Wie sagt man bei euch? Prost, Prost, Prost. Und den nächsten hat der Host. Prost! Also, ein Schnapsal. Also war das geil. Also unbedingt einfach mal nachmachen. So dermaßen geil. Und das kann ich nur an Ubi verdanken. Gell? Weil der hat das ganze Rezept sauber hingebracht. Also mit diesem Sinne, passt. Wie war das? Was habe ich gesagt? Jetzt müsst ihr mich einen kleinen Moment gedulden. Kleinen Moment. Bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Habt ihr gesagt, wir machen das nicht so ganz offiziell wie in Ostfriesland, aber der Helmut, der hat sage und schreibe 2 Portionen verdrückt. Meine Hochachtung. Und so ist der Helmut im Wert gestiegen. Er ist jetzt ein Adeliger, denn bis zum nächsten Grünkohlessen ist er Euer Hoheit Helmut I. von Grabenstedt. Du hast sozusagen das erreicht, der Kohlkönig zu sein. Helmut, mein herzlichen Glückwunsch. Da möchte ich auf alle Fälle mal Danke sagen. Ich hab's geschafft. Juhu! Freue mich schon. Warte mal, dann muss da hinten reinstecken. Kann man das sehen? Ja, passt. Wunderbar, ich bin Kohlkönig, oder was? Du bist jetzt Kohlkönig. Ich bin der absolute Kohlkönig. Mega geil. Ganz kleiner, du bist nicht Kohlkönig, sondern du bist jetzt Euer Hoheit Helmut I. von Grabenstedt. Boah, die sind doch Worte, oder? Also, vielen Dank nochmal an Uwe und jetzt schalten wir wirklich ab. Also danke fürs Zuschauen und dort unseren Kanal abonnieren. Da hat uns sehr gut gefreut und bis zum nächsten Video. Helmut und Der Uwe. Zusammen die Janka. Filmschmiede. Habe die Ehre. Macht es gut. Boah.